Salut zusammen! Willkommen zu einer neuen Folge Let's Draw! Was machen wir heute? Wir machen heute ein klassisches Let's Draw. Was heisst das? Das heisst, wir zeichnen jeweils in einer Minute etwas, das der Top der Kameramann. Sag mal Hallo. Hinten dran uns. Das hast du gut gemacht. Das hast du gut gemacht. Great job! Wo uns vorgibt, was wir zeichnen in einer Minute. Es gibt noch kleine Spezialregeln vor dem. Und zwar gibt es von jeder Runde eine Schätzfrage. Und wer dort näher ist, der hat 10 Sekunden extra. Und ich würde sagen, let's go! Okay. Okay, ready. Das ist die richtige Regel. Es geht hier um die Krone. Übrigens, es geht hier um die Krone. Der Gewinner ist der Gewinner von Nein, ist es nicht. Wie viele Arten von Mäusen sind bekannt? 3, 2, 1. 36. 122. Es sind 39. Sehr gut, Simon. Ah! GG. Respekt. Ja, Respekt. Okay, 10 Bonussekunden für Siru. Brauche ich nicht. Zeichnet ihr die Lebenssituation von eurem Gegner in 20 Jahren? 3, 2, 1, let's go! Sehr gut. Ja. Ich brauche keine Sekunden. Mega mal. 3, 2, 1. Wer fängt an? Ich fange. Okay. Man sieht hier eindeutig, das ist eine Brücke. Hier ist eine brennende Tonne. Und Seppu es war eine bisschen schwierige Zeit. Er ist jetzt bei der Reithalle und der Brücke und ist dort seine Hänge am Wärmen. Geil! Geil, ja, ich hoffe natürlich nicht, weil ich habe sehr grössere Meinung von seiner Zukunft. Nämlich, er ist Papi geworden und wird ähnlich YouTube weiterfahren und fährt mit seinem Kind auf YouTube weiter. Hallo Vater! Kommen wir zur zweiten Runde und die fängt wie immer mit der Schätzfrage an. Schätzfrage. Los mir zu, meine Herren. Wie viele Filialen hat Burger King weltweit? Antwort in 3, 2, 1. 350. 123.000. Ist vielleicht zu viel. Ja, 350. Ja, 123.000. Aber 350. Es sind 16.700. Du bist trotzdem schon. Schon. Alter, nur wenn du eskaliert bist, oder? Ja, klar, Okay. 13.000 oder sagen 123. 13.000 wäre voll gut gewesen. Ja, das wäre riesig geil gewesen. Ja. Okay, Also ich habe 10 Sekunden plus und... nächster Auftrag. Zeichnet euren Gegner als Pokémon. Wie heisst er und was kann er? 3. 3, 2, 1, let's go! Stop. Boah, what the fuck, übertrieben. Okay. Präsentation von der Resultat, bitte. 3, 2, 1. Halt, stopp! Evo-Siru. Evo-Siru ist Evolution mit Evoli und Siru zusammen. Das heisst, ich weiß nicht, wieso es so Zähne hat, aber es ist sicher etwas schief gegangen bei dem Evolutionsstein von Siru seinem Gagi. Und Siru sein Gagi ist gegessen worden vom Evoli und er ist zu dem digitiert, entwickelt, ja genau. Und die Fähigkeit von dem ist eigentlich Codewurf. Siru sieht so aus wie bei South Park. Ist so nicht nur. Das ist so okay. Also ich habe etwas anderes. Ich habe Ursa Sebu ist in Wahrheit eigentlich ein Bär, aber auf jeden Fall hat er die speziellen Ninja-Fähigkeiten vom Todeswurf und mit denen kann und auf jeden Fall kann er die Schwerter weiter werfen als jedes Evoli kann schiessen.
Ja. Und mit dieser tödlichen Präzision ist er noch jedem Gegner gewachsen. Meine Damen und Herren, wir gehen jetzt zur alles entscheidenden Runde. Jetzt geht es Letzte wirklich um Runde. alles. Um Ruhm und Ehre, um Orangensaft, um alles. Und die Krone. Und die Krone. Krone, Mann. Ja, Mann! Sagt mir, wie viele bekannte Monde hat der Jupiter? 3, 2, 1. 72. 6. Es sind 79. Digga, was? Bei diesem Auftrag wird Detailgenauigkeit und zeichnet euren Gegner, wie er aussieht, wenn er am Morgen das erste Mal in den Spiegel schaut. 3, 2, 1. Let's go! Ja, bin nicht auf das Blatt. Präsentation von den Resultaten in 3, 2, 1. Also das Ganze ist abstrakte Kunst, minimalistisch gehalten. Das sieht man sehr gut an den unterschiedlich grossen Augen. Da erkennt man nämlich die zwei verschiedenen Persönlichkeiten. Die eine, die noch gerne im Bett wäre, und die andere, die sich auf den Tag freut, untermauert von einem Schatten unter den Augen und von einem nicht erfreuten Gesicht. Auch sein nicht rasierter Bart ist definitiv ein Zeichen davon, dass er die Nacht gar nicht gut hat geschlafen. Auf seine Haare bezogen könnte man meinen, da wohnt das Vögel drin. Das ist wunderschön, ich würde sagen... Schau dir gut! Schau dir gut! Das ist eigentlich alles. Ja. Wir machen jetzt eine Abstimmung auf Instagram, wer das gewonnen hat und die Auflösung. Du Seht dir genau. entscheiden. So, wir sind wieder hier. Jetzt ist es fast genau eine Stunde her. Und die Abstimmungsresultate sind da. Und bei uns war es eine recht klare Sache. Und zwar Sebu. Sebu hat gewonnen. Sebus Bilder waren besser, das gebe ich offen und ehrlich zu. Sebu, du hast das gut gemacht, Respekt. Merci, merci. Und merci. an dieser Stelle hätte ich gerne zu krönen. Danke. Epische Musik. Ist unangenehm. Auf jeden Fall, merci vielmals. Sebu, bist du dabei gewesen. Merci vielmals Döbel von der Ruhe selbst hinter der Kamera. Komm mal dafür. Genau. Ihn könnt ihr jetzt hier abonnieren irgendwo, hier das letzte Video, Kommentar schreiben, liken. Kommentiert bitte noch. Ja, genau. Kommentiert bitte noch, was wir das nächste Mal zeichnen sollen. Unten als Idee. Und alle Links sind in der Beschreibung. Und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen!